Jo, Freunde, ihr seid richtig, wir sind zurück in der Arktis. Aber verschwinden schon wieder, weil wir haben alles getan, was wir hier wollten. Der Nordwind kann mal hier bleiben, vielleicht ja, ist er hier mal gut bedient und so, dann kann man mal was machen. Nur auch sei, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Unsere geliebten alten Welt, nachher die neue Welt und so. Ach, ist das schön. Wenn ein Plan theoretisch funktioniert. So. Nicht gerade leichter, wenn jemand Gucken wir mit den Trauben. Momentan scheint das soweit alles cool zu sein. Das Lager wieder voll, das war zu erwarten. Kartoffelplantage. Heimingslager sind natürlich auch schon voll, hey, ist klar. Hier fühlt es sich langsam wieder. Das müsste auch schon. Naja. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ich hatte gerade einen, Dankeschön. Man macht ja auch zwischendurch mal ein bisschen Pause und so. Und das Spiel einfach im Hintergrund auf pausiert weiterlaufen. So, hier ist halt ein bisschen schade. Ich habe jetzt hier halt zu wenig Platz, sprich ich kann hier jetzt halt nicht alle Felder bedecken mit dem Weizen. Man sieht auch hier, ich habe wirklich alles komplett belegt, es geht hier nichts mehr. Man könnte höchstens hier vielleicht einen von Hopfenplantagen so wieder wegnehmen. Dann würde es schon gehen. Aber ganz ehrlich, momentan ist auch gut so wie es ist. Wir haben auch hier ein bisschen optimiert. Alles super. Wir haben 3 Kartoffelhöfe, 3 Hopfenplantagen. Wir haben demzufolge 7 Weinberge und sogar 8 Getreidefarmen. Nur eine von denen hat jetzt irgendwie 50 Felder weniger. Mein Gott. Kann schlimmer sein, Freunde. Was man hier natürlich machen könnte, das wissen wir mittlerweile auch mit dem Düngersilo. Da gibt es jetzt hier auch was Neues, da haben die alle eigentlich drauf. Die Frage ist eigentlich, was die als Dünger überhaupt brauchen. Könnte irgendwie ja, mal den hier testen, wa? Also mal testen, Freunde. Was überhaupt so... Oh, Dünger. Also richtigen Dünger. Okay, gut. Ja, eben. Wäre auch noch eine Option mit dem Dünger. Mal gucken. Ja, aber ganz ehrlich. Ich müsste zum einen... Könnte ich den Dünger hier ranpacken. Und dann noch Felder dran zimmern. Okay, das wird gehen. Das wäre eine Option. Ich müsste aber erstmal Dünger hier haben. Und das könnte aber sowieso noch eine interessante Frage werden. Ob es in dieser Welt... Das ist die Frage, wer kann Dünger überhaupt produzieren? Schweine, Rind und so. Wäre natürlich meine erste Annahme. Braucht auch irgendetwas, um den Dünger zu verarbeiten. Wenn wir das irgendwie in einer neuen Welt machen müssten, hier exportieren müsste, dann würde ich sagen, nö. Lassen wir es. So. Sie haben die Silos, Silos, weil da nichts anderes geht bei denen. Das ist leider so. Kurz checken. Also Trauben sind es einmal holen. Immer Problem mit den Schweinen. Mit den Schweinen im Weltall, wa? Wie macht man das? Also zum einen... Ich glaube, allzu viel optimieren ist hier sowieso schwierig. Weil Silos nehmen jetzt nicht so viel Platz weg. Die Frage wäre halt irgendwie, ob ich irgendwie auch Dinger hier nach außen verschippern kann. Ich sage, der geht bis dahin. Der kommt bis dahin. Der dort. Ah, da geht schon nicht mehr, wa? Ah, wegen dem Umkreis, okay. Das macht irgendwo durchaus Sinn.
Sowas in der Art wäre theoretisch möglich. Hier nicht, das heißt, er müsste ihn irgendwie nach innen drehen. Wir können ihn zum Beispiel da platzieren. Das geht von Hand wesentlich besser. Ups. Oh. Ich wollte es eigentlich schon so machen. Ja, immer die Frage mit dem Fünfen war. Man ist hier zum Glück ja ein bisschen großzügig. Zum Teil zumindest. Was? Achso, es sind nur 3, Entschuldigung. Irgendwie 5 im Kopf. Vor allem was das betrifft, dürfen wir eigentlich gar nicht Probleme mit den Platzproblemen. Das mehr ein bisschen, dass es auch wirklich im Umkreis auch ist. Das ist ein anderes Thema. Also im Umkreis da vom Ding. So, man könnte es ja auch so machen. Schweinezucht. Da ist noch ein bisschen was anderes. Wo ich mich hier gerade auch frage. Ich meine, die müssen ja nicht entlang der Straßen sozusagen direkt verknüpft sein. Das muss ja hier nicht sein. Die Silos aber schon. Ne, die auch nicht. Und auf den Straßenanschluss an. Okay, damit, das heißt mit den Silos hier können wir noch alles ganz wilde Kreationen machen. Hast nicht gesehen. Aber trotzdem muss man einen Straßenanschluss haben, ne? Schweine muss ich zugeben, gar keinen Bock da großartig jetzt noch was Neues zu versuchen, auch mit dem Rausziehen und so. Wenn ich das jetzt mal irgendwie so hinkriege. Wir wären dann soweit. Aha. Das sieht sogar besser aus, als erwartet hätte. Als ob das sogar noch aufgeht, krass. Nochmal 2 Schweineställe mehr. Eigentlich betrachtet es ein interessanter Aufbau, oder? Nicht mehr so viele Waren. Ich kriege sowieso alles zurück, was ich investiere. Ich hoffe es mal. So, wenn ich schon mal anfange, dass ich hier unten auch gerne so ein Ding hätte, muss ich natürlich ein bisschen weiter außen bauen. Okay, das reicht hinten und vorne nicht, weil ich irgendwie die Waren nur zum Teil zurückkriege. Danke, Spiel. So ein Konstrukt halt, hätte ich irgendwie gerne.
brauchen wir Ziegen. Den Rest hat es, glaube ich, noch. Holz wird zwar auch knapp, aber muss reichen. Ich habe schon dagegen Winter, ich glaube das nicht. Gerade, also das nicht, jetzt nicht so mal, sondern nach oben hin. Ne, Moment. Kann ich eigentlich nicht so ein ganzes Konstrukt einfach kopieren? Das geht leider nicht, wahr? Hier könnte ich es eigentlich auch umgekehrt machen. Chefin, Papa doch seinen Hund nach draußen. Den so nach innen verschieben. Der kommt hier hin. Mhm. Ja, nicht ganz so clever. Hier natürlich mindestens einen Abstand hier. Mal gucken, der geht bis nach oben, wa? Ich will in der Mitte nochmal einen hin, warte mal. Dann mal bis hier oben hin machen. Ups. Nein. Oh Mann. Bin so schnell mit der Maus. So. Unterwegs. Ja, das wird schwierig. Vielleicht nicht unmöglich. Auch hier mit der Straße hier. Man einerseits, ja, braucht natürlich eine, andererseits kann das vielleicht irgendwie auch anders machen, zum Beispiel jetzt so. Ihr könnt sogar noch ein bisschen weiter optimieren. Perfekto. Ich habe mal die ganze Folge nur in der alten Welt verbracht, ja. So, dazu, ich mache nur neue Welt und so. Neue Welt mache ich irgendwie gar nichts mehr. So im Sinne von, neue Scheiße, alt ist besser. Nein, das ist wirklich ab Zufall, aber
Das kann halt passieren. Ist andererseits auch ein bisschen wieder Abwechslung, wa? Dass ich immer jetzt irgendwie in einer neuen Welt rumhänge. Nach dieser Welt wieder mal eine Chance gebe. Eine Welt, die im Sterben liegt. Was eigentlich Quatsch ist, aber der Spruch klang gerade nicht so schlecht. Okay, da muss ich durch, da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Hier ist gerade ein bisschen doof. Okay, hier muss ich es fast anders machen. Eigentlich auch kein Problem. Nur werde ich hier nicht mehr so viele Dinge reinkriegen. Das wird eher schwierig. Ich noch mal irgendwie ein bisschen Abstand gewinnen könnte. Okay, da nicht. Mit dem schon. Ah, hier haben wir andere Probleme. Das könnte ja theoretisch schon reichen, oder? Jo. Ja, geht's einfach hier halt nicht. Mein Gott, dann kann ich halt wieder hinschieben. Nee, keine Chance, da kriege ich niemals Dinger voll. Das Einzige, was hier vielleicht funktionieren könnte. 3, nicht das auch schon. Das ohne Silo. Will ich eher irgendwie nochmal an der Richtung bauen und so. Ein Hof ohne Felder? Hier vielleicht nach links und ja, das Problem ist halt, dass es irgendwie so ein Kreisumfang sein muss. Ich kann nicht irgendwie jetzt sagen, ja, ich habe jetzt das Hauptding hier und dann geht es auf 5 Felder nach hinten. Ich auch nur 4 Felder habe. Ja, man könnte sicher hier und da noch irgendwas machen, aber nee, komm. Muss auch nicht übertreiben. So, wo ist jetzt der schon wieder? So eine Ewigkeit, hey. Mann, Mann, Mann. So. Wir fangen trotzdem mal an. Das musste jetzt in Druck gehen. Also. Vergessen zuzustimmen, war. Sorry. Silo bauen, das geht nicht. Wobei ich gerade sehe, dass mein Schiff sowieso zurück kann, weil mir fehlt ein Holz. Merke gerade. Super, war. Wenn ich noch ein bisschen das Ganze anders mache, das gefällt noch nicht so richtig. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass er wieder draußen ist. Ich habe ihn gar nicht richtig gesehen. Scheiße. Naja, die Frage ist, kann ich wieder mal irgendwie ein bisschen nach außen treiben? Nee. Ah, komm, scheiß drauf. Ist halt jetzt nicht ganz so perfekt, mein Gott. Dass die noch irgendwie noch mehr Dinge haben, die ich ausrüsten kann. Noch mehr geile Items. So. Holz kannst du auch mal hier holen, ganz ehrlich. Irgendwie noch ein anderes inaktives Schiff? Nee, natürlich nicht. So. 4, 5 Silos fehlen noch. Ja, super, ey.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe definitiv mehr als vorhin. Nicht ganz optimal, aber es kommt. Langsam, aber sicher. Jo. Dann würde ich doch mal sagen, ich spule noch mal ein bisschen vor, damit der wieder ein bisschen schneller ist hier. Weil nachher sowohl die Folge als auch die Aufnahmesession beenden möchte. In der nächsten Folge ja vielleicht bereits mit einem neuen DLC. Das hängt eben ein bisschen davon ab, wann der kommt. Kommt er irgendwie noch im Verlauf von Mitte August, dann ja. Wenn nicht, wenn er später kommt. Ich meine, es hieß Sommer. Der Sommer kann natürlich bis Ende August, zum Teil auch sogar November sein. Da ist jeder sowieso anderer Meinung, wie lange so ein Sommer dauert. Insofern würde ich mal sagen, lassen wir uns, was das betrifft, überraschen. Jetzt darfst du da mal ganz kurz darunter. Sehr schön. Gehen wir nochmal zum Abschluss in die neue Welt. Nur mal ganz kurz prüfen, ist alles noch einigermaßen in Ordnung mit den Waren, die wir sowieso sind auf dem richtigen Weg. wollten. Ich habe die Versorgung verboten, warum auch immer. Weil also das Hin- und Her-Schippere war ja eh klar. Okay. Also eigentlich sollten die da alles erlaubt sein. Bald auch schon die alkoholischen Getränke und so. Alles ist randvoll. Alles ist randvoll. Jo, das höre ich gerne. Chili-Sauce haben wir jetzt hier nicht so viel. Atolle wesentlich mehr. Also da noch ein bisschen optimieren, wa? Vorsicht, Reffe. Mach dir deine protzigen Wo Schuhe. hier das Lager voll wäre. Höhe stabil. Also die Frage, ob die Seebrücke wieder hier hin muss mit dem Stahl. Manövriere. Jetzt kurz wieder hier hin. Das Lager ist voll, Reffe. Okay, okay. Lager ist voll. Da sowieso. Da ist jetzt auch voll. Kartoffeln auch. Wir können mal die Bilanz kurz checken. Beziehungsweise Produktion. Wie es denn da so aussieht. Versorgung 1 von 11. Nachfrage und dann keine. Kartoffeln ist auch übel. Hopfen, da geht's noch. Was ist eine Chili? Chili. 0 von 7. Das bringt eigentlich doch einigermaßen was ein, wa? Das heißt, von denen kann ich eigentlich durchaus auch mehrere haben. Also Häuser. Natürlich klar, jetzt ein bisschen doof, weil ich muss hier in der Hacienda sein. Ich könnte es auch hier unten bauen. Auch da ist der Platz ein bisschen knapp. Da mal gucken, ob ich irgendwie die Dinger hier besser bauen kann, platzieren kann. Ich kann zum Beispiel bis hier hin. Da habe ich es hier. Das kann man auch hier oben bauen. Ich frage mit der Chili-Soße, ob die vielleicht einfach mehr Chili-Soße brauchen. Deswegen könnte ich hier nochmal eine zweite bauen. Ich baue einfach hier zweimal Chili. Und switch den um auf ein anderes alkoholisches Getränk. Wir können mal auf Bier switchen. Schnaps Atolle. Ist Atolle eigentlich auch ein alkoholisches Getränk? Nö. Können wir noch ein bisschen mehr Bewohner uns zaubern, dann wäre das auch kein Problem mehr. Ist nicht meine Schuld, hä? Kann ja auch hier hingehen, oder? Zur Hacienda. Ja, vielleicht müssen wir in der nächsten Folge mal gucken, vor allem, ob ich hier mal ein bisschen ausbaue. Auch hier einen Platz hätten wir ja noch einen Nebenfang, was verschieben können. Sehr gut. Da ist noch eine Lehmgrube. Du treibst durch meine schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Das hört man gerne.
Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Habe es auch schon gebaut, war. Hier Ziegeleien machen. Theoretisch den verschieben. Dann hätte natürlich noch ein bisschen Platz frei. Ich wollte, glaube ich, wollte ich den hier verschieben oder den hier unten? Oder gar keinen von denen, weil momentan der Platz ja reicht. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es gar nicht mehr, wenn ich Fehler sein soll. Bei dem bin ich ziemlich sicher, dass ich den verschieben wollte. Ja, den sicher, damit er halt hier runterrutschen kann, damit alle hier drin sind. In dem Gebiet, aber ich glaube, Lehmfer kann man doch eigentlich eher hier einsetzen, oder? Also kann man den zu verschieben. Hier müssen noch ein bisschen mehr mit den Bäumen und so arbeiten, wa? Baumplantage und so. Und eigentlich hier auch viele, viele Gebäude, vor allem auch die hier. Genau, die will ja auch Chili. Aber ja, natürlich auch hier können wir definitiv mal schauen, wie wir hier vorgehen wollen. Wie ich es hier irgendwie hinkriege, mehr Bewohner hinzukriegen. Oder ich einfach sage, ich lasse es hier bei dem, was es gerade ist. Versuche halt irgendwie hier die Gebäude hier besser hin. Ja, wobei ich könnte eigentlich auch die Hacienda-Lagerräume verschieben, oder? Gar keine Hacienda-Lagerräume machen, sondern sind sie halt weg. Ganz ehrlich, wir haben hier so viel Platz, den wir sowieso nicht brauchen. Ja, müssen wir mal gucken, Freunde. Ich meine, klar ist es hier auf dem Berg her viel Platz, das ich eigentlich verschwende. Aber es ging jetzt halt hier nicht anders und ja, wie soll ich es sonst machen? Klar, ich kann den verschieben. Hier ein bisschen mehr Dinge nach unten bauen kann. Das wäre eine Option. Kann ich glaube sogar machen, weil das Lehmvorkommen wird eh auch noch entwickelt. Dann könnt ihr das nachher hier oben einsetzen. Hier zum Beispiel. Und hier will ich ja garantiert noch mehr Bewohner haben, aber eigentlich auch hier. Nur die Frage ist halt, wo und wie bauen. Da ist momentan ein bisschen die trickreiche Frage. Doch, die hat auch hier noch irgendwie ein, zwei Gebäude, aber man muss irgendwie ein bisschen besser machen. Ja, so war. Ja, so kriege ich vielleicht irgendwie 4 oder 5 Gebäude hin. Auf der Seite, hier haben wir nochmal 2. Viel mehr geht ja eh nicht. Ja, müssen wir schauen, Freunde. Nächste Folge erst, ist klar. So. Mach hier das mal ganz kurz noch fertig. Dann tun wir wieder nach oben. Du wirst eh wieder bald gebrauchen, bin mir ziemlich sicher. Dann Silo bauen. Also, so machen geht schneller. So. Alle Silos, alle Silos. Wir stecken hier viel Herzblut Alle rein. Silos, alle sind los. Das alles in der Hoffnung, dass ich hier noch ein bisschen mehr kriege. Trauben. Also im Traumverbrauch sind sie echt fleißig. Lecco mio, ey. Versteigt es hier schnell, okay. Da muss ich irgendwie auch ein Ding ein bisschen umsetteln. Mit dem Einladen, Ausladen, also sprich mit den Lademengen. Das war's. Also Restaurant, nee. Ich habe echt bald nur noch eigene Schiffe für, oder pro Ware ein eigenes Schiff. Ein Schiff mit Kartoffeln, ein Schiff mit Schweinen. Das wär's noch, wa? Alter Schwede. Der Traum war jetzt gerade da. Halt immer 100 ab, war der 150 besser. Weniger Weizen will ich eher nicht machen, das passt schon. Eventuell wäre hier bei den Kartoffeln nochmal etwas. Wenn zum Beispiel auch sagt, jo, machen wir hier mit Hopfen. Wir hier 3-mal Trauben.
Wir können es mal so testen, Freunde. Dann haben wir den ja auch nochmal. Der ist auch nochmal mit Schweinen versehen. Plus mit der Wolle. Den würde ich irgendwie auch brauchen, wa? Dann haben wir aktuell so 6 mal Schweine. Ja, komm. Wir versuchen es mal so, Freunde. Wir sehen sie dann. Aber hauptsächlich in der nächsten Folge ist der geplant eine neue Welt. Und ja, eben, da muss man ja ein bisschen gucken, wie wir das machen. Wie ich irgendwie den Radius vergrößern kann, muss ich echt mal nach mit den Einwohnern und so gucken. Dass ich ja ein paar, also nicht die hier, sondern halt ein paar Hacienda, Häuser, Wohnhäuser vor allem baue. Eventuell eine Option, um es zu vergrößern. Oder mir einfach sagen, scheiß auf die Hacienda, Wohnhäuser, und ich mache auf normale Wohnhäuser und baue noch mehr. Dann wird der auch größer. Ich baue die Hacienda-Wohnhäuser nur hier. Wäre auch eine Option. Aber hat sogar ursprünglich mal so gedacht, war. Das könnte sogar sein. Oh Mann. So. Aber ist egal. Freunde, ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei 1800. Aus Mais und Weizen wird Bier. Das schmecken kann? Weiß ich nicht. Und vor allem werden wir dann schon durch die Lüfte segeln hier mit neuen Luftschiffen. Bier. Lumino City. Galaballa. Du bist auch ein bisschen Ballaballa. Homemade Bier. Oh Mann, da lacht das Herz. Jo. Mit diesen Worten und diesem Blick verabschiede ich mich für heute und sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.